So, Übergang schon verkackt mit der Musik. Ja, da wirklich ein bisschen DJ-mäßig überkommen. Der Grund, wieso dass ich zwei Kopfhörer an habe, ist natürlich auch, weil ich ein bisschen am Testen bin, ob der Stream auch läuft. Ähm, wieso, dass ich das geht alles, soll ich sagen, alles geht ein bisschen schwierig ist und alles geht ein bisschen von Hand gebastelt hier ist, weil wir heute nicht mit der Steffi streamen und das merkt man natürlich schnell mal, auch bei mir. Das ist so der Notfallplan. Wenn Steffi ausfällt für einen Podcast, dann bin ich der übernimmt. Und es passiert natürlich nicht so oft. Darum, ja, ist es jetzt so gerade ein bisschen ja, verwirrend am Anfang. Aber alles gut. Ich habe heute bei mir der absolut herrlichste D&D-Stimmenverzähler und Gaming Master, Dungeon Master, Cyril. Herzlich willkommen im Podcast. Schön bist du da. Merci vielmals, Nico. Ja, bin wieder einmal dabei. Du kannst dich ja selber nicht ersetzen, oder? Darum hat man halt noch einen anderen Kopf gefragt und bin ich jetzt auf den Plan gekommen in dem Fall. Ja, freue mich, da bei dir zu sein. Jetzt haben wir ein bisschen News auszutauschen über Gaming. Genau. Nein, es ist, wie gesagt, also eben, wir sind ja immer am Anfang vom Podcast, die wir noch schnell ein bisschen schnacken und bevor wir dann in die Aufnahme vom Podcast reingehen, ich sehe schon, es sind schon 3 Leute am Zuschauen, das ist mega cool. Wir haben ja auch gar nicht mehr informiert jetzt das Mal, weil es ist einfach mega schnell eine stressige Aktion gewesen. Gleich cool seid ihr da, die gerade zuschauen. Für deine Frage zu beantworten, Crazy Cat Lady, ja. Der Steffi geht's gut. Es gibt einfach Sachen, die wichtiger sind als der Job. Und dann kümmert man sich um diese Sachen. Und das ist voll verständlich und das verstehen wir alle sehr gut. Von dem her haben wir gesagt, wir tun Steffi heute gut replacen mit dem Cyril. Und das ist immer ein super Replacement. Der Allrounder. Und ja, Cyril, schnell so, wie war dein Wochenende gewesen? Schnell so ein bisschen frei vor Leber. Frei verleben. Voll gut. Leicht warm natürlich. Also die Nächte sind zum Tag geworden, kann man schon fast sagen. Was habe ich gemacht? Ich weiß es gar nicht. Das Wochenende ist immer so schnell vorbei und man hat es schon fast wieder vergessen. Ich bin abbeilden am Fabrizieren gewesen mit einem Kollegen zusammen. Wir haben Satisfactory wieder entdeckt und ja, es war so heiß gewesen. Also, es war gleich gewesen, ob im Büro oder draußen. Es war überall heiß gewesen. Und so ist es auch bei uns in der Fabrik mega heiß geworden. Und jetzt haben wir ein bisschen abgesuchtet, ja. Genau, und wie war deins, Nico? Ich habe gehört, du bist mal ausnahmsweise nicht auf dem Gurten gewesen, hä? Das ist so, ja. Zuerst noch schnell zu Satisfactory. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dort mega reingehen und sich extrem verlieren in diesem Game. Also, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe einen Kollegen, der es mega feiert. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, das du mega kannst. Du kannst dich einfach drin verlieren. Vor allem, wenn es das zweite Spiel ist, auch noch viel lustiger. Ja. Von dem her kann ich voll verstehen. Ja, also ich bin nicht am Gurtenfestival gsi, eigentlich bewusst, weil ich für mich selber entschieden habe, hey, es reizt mich das Jahr nicht, weißt? Also die Acts sind nicht so interessant gsi, der Preis war für mich wie zu hoch gsi für das, was ich bekommen habe und so einen Tag zu lösen, habe ich irgendwie nicht gesehen. Und irgendwie hat es mir auch, es ist mir wie zu anstrengend gewesen, weißt du, dort rauf, in all diese Leute. Ich meine, ich habe das wirklich viel gemacht. Ich weiß ja, wie es ist. Und, nein, gar keine Lust gehabt irgendwie. Dann bin ich halt daheim geblieben. Also ich habe daheim geblieben. Ich habe ja gleich Zeug gemacht. Wir haben mega viel Musik gemacht das Wochenende. Wir sind am Samstag auf Murten jammen mit 3 Gitarren, 3 klassischen Gitarren. Sind wir an den See gegangen, haben dort gesündelt, Volleyball gespielt und jammet. Das war mega geil gewesen. Cool, ja. Und wir haben am Sonntag haben wir nachher eine Bandprobe gehabt mit neuen Leuten,
Es verändert sich etwas bei mir in der Band momentan. Es gibt eine kleine personelle Änderung. Das heisst, jemand wechselt und dann kommt noch jemand Neues dazu. So wie es Ja. aussieht. Und das ist mega geil, weil ich eigentlich mega Schiss hatte vor dieser Situation, dass es dann vielleicht, wie soll ich sagen, es ist immer schwierig, wenn neue Leute kommen, oder? Du weißt nie, ob es passt oder nicht. Aber es war mega entspannt gewesen und es hat einen mega guten Vibe gehabt und es ist musikalisch gesehen ein riesen Brett gewesen, was wir haben schnell hergepratscht. Und das ist wirklich, hat mich sehr, sehr glücklich gestimmt. Voll gut, ja. Dann, Und ja. es war halt auch viel Alkohol involviert gewesen, das Wochenende. Darum ist es so, dass ich sicher nicht so fit bin, jetzt heute, aber genau. Für die News, das ist ein Selbstläufer. Das kommt gut. Nico, mach dir da keinen Kopf. Und ich meine, jetzt hast du können den Kopf ein bisschen lüften über das Wochenende. Das hilft auch ein bisschen. Aber wie lange ist denn die andere Person, die in dem Fall jetzt aus der Band gegangen ist, wie lange ist denn die bei euch gewesen jetzt? Ist das schwierig gewesen, dort sich zu trennen? Die ist noch nicht wirklich draussen. Also Okay, gut, wir gehen nicht ins Detail. Nein, es geht gar nicht darum, dass sie das, also das ist einfach eine personelle Veränderung und das ist natürlich mit allen abgesprochen. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie irgendjemand übergangen wird oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass wir wie einen fließenden Übergang möchten machen und die Person, die sich entschieden hat, uns nicht mehr zu begleiten, möchte wie uns so helfen können, den fließenden Übergang zu machen. Also das heisst, das ist so wie bei einer Stelle, oder? Du tust ja deinem Nachfolger auch quasi deine Arbeit zeigen, oder? Damit er sich dann, du tust nicht wie einschaffen, oder? Und das Ziel ist halt nachher, dass die Person, die neu kommt, tut wie instruieren, wie welche Songs zu spielen sind und wie dass man was muss bewerkstelligen, dies, das und wo Pausen wichtig sind und wo welche Bewegung wichtig ist. So ein bisschen so. Und das ist mega cool, weil das sind alles coole Leute und die kennen sich alle auch sonst und die sind alle auch befreundet. Also, Richtig gut, ja. ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Genau. Gut. Enough from us, würde ich sagen. Wir starten doch gerade rein in unseren Podcast offiziell. Ich gehe noch schnell auf einen Kommentar von Crazy Cat Lady. Sie freut sich schon drauf morgen, wenn sie endlich Stray kann spielen. Yes, also das werden wir auch thematisieren in diesem Podcast. Crazy Cat Lady auf jeden Fall, das kommt dran. Und ja, du bist auch nicht die Einzige, die sich freut drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass das genau dein Spiel ist, schon nur wegen deinem Namen. Darum, ja, ich würde sagen, ohne viel Umschweifen starten wir in den Podcast rein. Ich habe da noch gerade ein paar mühsame Flüge, die fliegen bei mir, aber jetzt würde ich sagen, mache ich schnell den Anfang und nachher beantworten wir alles, was im Chat kommt am Schluss vom Podcast. Kurze Pause machen, sie schnell etwas trinken. Dann mache ich schnell eine kurze Anmod und dann legen wir los. So. Buff Crit Loot Folge 23. Es ist jetzt gleich schon eine Zahl, wo man kann sagen, wow, stolze 23 Folgen, es geht weiter. Heute nicht mit unserer Gaming Queen, der Steffi, sondern mit dem Cyril, unserem D&D King. Cyril, hallo miteinander. Herzlich willkommen. Das ist Buff Crit Loot. Let's go. Gut. Themen heute sind in einer kurzen Übersicht. Muss ich auch gerade schnell noch spicken. Bayonetta 3. Ein Game, das ich und der Cyril beide gespielt haben. Das wird lustig darüber zu reden. Nachher. Also, das 3 haben wir noch nicht gespielt, Nico. Sorry, Bayonetta, die Vorgänger, haben wir natürlich gespielt. Nachher World of Warcraft Dragonflight. Wird nach der Cyril kurz etwas darüber erzählen. Stray, das Game mit der Katze. Mehr muss man dazu nicht sagen. Diablo im Crit inne. Diablo 4 hat kritische Art, Marketing zu machen. Und dann haben wir natürlich noch den Fail of the Week. Der geht diese Woche. Das verrate ich jetzt noch nicht. Werdet ihr dann hören. Und
laut hat dann der Cyril auch noch etwas dazu zu sagen. Starten wir gleich rein. Fangen wir gleich an mit dem ersten Thema. Bayonetta 3. Gut, ich habe es vorher schon angeteasert. Uns beiden, Cyril, ist ja das Game ein Begriff. Ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt. Wo Ja, hast du es Tico, gespielt? egal. Schon? Ja, sicher. Ja, ich weiß es noch. Ich weiß es noch. Ich hatte es dann auf der Xbox 360 habe ich mir das gekauft gehabt. Und ich habe dann noch nicht gewusst, ich glaube, es war dann zu dieser Zeit so gewesen, dass ich mir meine Xbox Games kaufen im Speedy Cash. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das ist so ein Laden, wo Secondhand Stuff verkauft. Also da steht doch Games, wo irgendjemand gekauft hat und er halt zurückgegeben hat, wo er sie nicht geil gefunden für billiger gekauft. Also da hast du dann schon 10 Franken gezahlt oder so. Also Und quasi ein physischer Steam-Shop oder einfach alles refunden. genau, also eigentlich einfach ein Secondhand-Shop, wo halt alles verkauft hat, was die Leute haben zurückgebracht Ja. Und dann habe ich mir gerade Bayonetta dort gekauft und bin dann heimgegangen und habe so gedacht, es sieht noch spannend aus. Sehr, sehr so das japanische Flair hat es gehabt. Und als ich es dann angefangen zu spielen, habe ich gemerkt, okay, zuerst mal, man muss es einfach sagen, sie ist einfach verdammt heiß. Entschuldigung, ist einfach Ja, so. ist sie, ja. Also mit 2 Meter Bein ist sie natürlich darauf ausgelegt. Oder? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und sie ist, ja, sie hat, mir hat es dann in die Band gezogen, was es war mega cool gewesen mit dem, also das Movement hat mich sehr überzeugt gehabt. Das Movement ist sehr, sehr cool gewesen, dass eben alles, was sie macht, oder alles, schon die Kleider, die sie anhat, sind eigentlich ihre Haare. Also das ist ja schon mal so ein bisschen mindblowing. Es sind einfach so Ja. ihre Haare, wo quasi alles, ja, äh, alles an ihr sind ihre Haare. Und wenn die weggehen, ist sie echt komplett nackt. Also, Ja. ja, es tut mir leid Also es ist hier. einfach Es ist so. Sex und Guns und Genau. Dämonen und ja, ich glaube, also die Männerschaft dort und Frauen auch, die auf Sexy Girls als Actionheldinnen stehen, die sind dort super bedient worden, oder? Und es ist schnell gewesen, es hat einen guten Pace gehabt, geile Fähigkeiten, es ist richtig abgegangen und Mhm. es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad gehabt. Ich glaube, den hast du ja noch können anpassen und so. Und dann Genau. mit den ganzen Scores und so. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen auf Highscores dort gespielt oder einfach sonst, weil das Gameplay gut war? Hey, ich habe nicht auf Highscores gespielt. Ich habe im Fall eigentlich mehr. Einfach, ich war fasziniert gewesen von den Gegnern. Die haben sich dort mega viel überlegt, gehabt, so bei den Gegnern, die du hast und so. Vom Movement. Und ich habe es einfach durchgesuchtet, weil ich gefunden habe, hey, es holt mich ab mit auch diesen Verwandlungen, die du als Bayonetta selber kannst machen. Aber wie gesagt, mir ist jetzt, ja, es ist wirklich ewig her, aber mir ist jetzt irgendwie ein Panther vor mir in Erinnerung, dass sie so zu einem Panther können werden für eine kurze Zeit, so einen Angriff hatte, wo sie sich so um sich selber dreht, hat so eine Schraube in der Luft. Ey, die Movements dann zumal, das war halt blown away gewesen. Es ist so ein bisschen, etwas Ähnliches hat man dann wirklich nur so im Devil May Cry gesehen. Ähm, Genau, ja. Und ich glaube aber auch nicht in diesem Ausmaß. Also ich meine, die Fähigkeiten sind zum Teil riesig gewesen. Sie hatte die High Heels an und hat die ja, Fähigkeit ja. gehabt, wo nachher der riesige High Heel mit ihren Haaren und so dort oben runtergekommen ist. Ja, genau, Ja, ja, genau. richtig abgedreht. Aber es ist Ja, eben genau. gut, dass du ein bisschen abgedreht ist, ja. Ja, Ich genau. glaube, das 3 wird da wahrscheinlich gleich sein. Und sie hat ja auch immer ganz unten, also ihre High Heels sind eigentlich ganz. Also das sind ja auch Pistolen. Das ist ja hure geil. Sie hat eigentlich quasi unten dran an ihrem Schuh nochmal Knarren. Und mit denen Ach, schießt sie genau. dann nochmal. Mama, das ist das. Darum machst du ja auch immer die Movements mit den Kicks und so, dass du durch die Luft quasi so mit den Füßen kannst ja reinschlagen und du kannst aber auch schießen. Und das ist. Hey, es ist echt ein Richtig, geiles aber Game. das Also, richtiges Breakdancen gewesen zwischendurch genau, auch. genau, Ja. genau, genau. Nein, Auch wenn du nur es. am Button smashen bist, zwischendurch hat es gleich so Skills gegeben, die du ausgelöst hast, die mega abgegangen sind. Weißt du, also, du bist nicht bestraft worden, weil jetzt nicht gut kannst
irgendwelche Fähigkeitsabfolgen abrufen, wie, keine Ahnung, einer, der schon seit 10 Jahren Street Fighter spielt oder so. Genau, genau, Ist recht zugänglich gewesen auch. genau, genau. Und es ist. Ja, also eben, wie gesagt, also das 3 sieht mega nice aus. Es macht wirklich gut Bock, das wieder zu spielen, weil es halt so übertrieben actionreich ist und so manchmal schon mega unlogisch und manchmal halt auch ein bisschen cringe, weil halt die Japano-Art von den Sachen, wie man sie so ein bisschen sexualisiert und probiert sexy umzusetzen, manchmal ein bisschen komisch wirkt. Aber, Ja, ja, ja. aber ja, sieht auf jeden Fall mega cool aus. Bayonetta 3, ich werde es vielleicht sogar sagen, also ich überlege mir es schwer, ob ich, weißt, wir die Zeit nicht einfach so nehmen. Das ist wieder so ein Game, wo ich mich schnell zurückversetzt fühle in meine Jugend. Guten alten Zeiten noch, ja. Also hast du eine Switch daheim in dem Fall, wo das könntest du dir ziehen, weil eben sie ist ja, glaube ich, exklusiv Mhm. auf der Switch. Das ist es so. Genau, das ist noch wichtig zu sagen. Es ist exklusiv auf der Switch. Ähm, ich glaube, ich weiß noch nicht, was ich von dem halte. Also, ob es dann noch, ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob es dann mal noch auf anderen Plattformen rauskäme. Aber, weißt, ich arbeite bei brack.ch. Ich kann mir eine Switch kaufen. Ich kann mir eine bestellen, Gratis. wenn ich eine brauche. Und gebe ich, also ja, im Fall schon sehr viele Games gesehen mittlerweile, die ich sehr gerne auf der Switch würde spielen. Für mich ist es sicher eine Investition in den nächsten 1,5 Jahren, Mhm. eine Switch, weil es eigentlich auch eine super Konsole ist, um mit Kollegen zusammen zu spielen. Absolut, ja. Von dem her kann ich mir das gut vorstellen. Also wenn ich mir eine Switch hole, hole ich mir sicher das neue Bayonetta. Weil von mir aus gesehen, es macht wirklich, sehr, sehr coolen Eindruck. Sehr, 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 sehr cooler Eindruck. Aber Bayonetta, ein Game, wo ich oder Cyril viel gespielt haben. Wo wir auch mega Auch wieder gefeiert Würde, ja. Ja. haben. Wo wieder würden spielen. Ähm, Du hast ja noch angesprochen, gehabt, aber wegen der, eben, ihre Kleider bestehen auch aus Haar, oder? Und da hat es ja aber die sexualisierten, überdrehten Szenen gegeben und die können jetzt unter Umständen wegfallen oder zumindest ersetzt werden. ja, es ist genau so. Also, es ist ja lustig. Sie haben eigentlich, haben sie sich auch überlegt gehabt, hey, wir haben ein Movement im Moment auf der ganzen Welt, in der Gesellschaft, dass sexualisierter Content wird kritischer angeschaut, was ich auch gut finde. Ich glaube, da teilen wir eine Meinung. Ähm, Definitiv, ja. und dann hat man einfach gemerkt, ich glaube, bei diesen Studios, okay, wir müssen jetzt auch mal uns überlegen, wie können wir unseren Content, wo halt Sexualisierung beim Japanischen halt ein bisschen auch dazugehört. Es ist eine Kunstform, würde ich sagen, von dieser Art Spiel und von dieser Art Genre eigentlich, dass man eben so übersexualisierte Charaktere macht. Ich sage bewusst, es ist eine Kunstform, weil ich finde, dass man es nicht allzu ernst nehmen darf, oder? Das ist mega wichtig. Aber sie haben sich halt dort überlegt, hey, wir machen so wie einen Filter, wo wir halt sagen, hey, wenn das Leute spielen, die vielleicht keine Ahnung finden, das ist mir zu sexualisiert oder das ist mir zu. Oder sie sind einfach zu jung, weiß es ja nicht. Dann kann man wirklich den Filter einstellen, dass jetzt Bayonetta, wenn sie kämpft, und wenn sie kämpft, in den früheren Games hat Bayonetta immer Kleidungsstück verloren. Also, ja, you know where this is going. So, also, ja, was soll ich sagen? Man hat jetzt probiert, das halt ein bisschen zu verhindern, dass das nicht mehr passiert. Ja. Und das finde ich echt noch eine coole Idee. Findest du nicht, Cyril? Ich finde es cool, weißt du, da kommen wir rein vom Gameplay her, halt die jüngere Generation auch ein bisschen zum Spielen, wenn die Eltern sich auch dafür interessieren und sagen, hey,
weißt du, viele Eltern ja auch von dieser Gamer-Generation herkommen und sagen, das Game ist geil, aber meinem Kind will ich das nicht antun und jetzt kommt das mit dem Safe for Work Filter quasi, oder? Mhm. Wo kannst du sagen, ja, also Bayonetta, wo jetzt mein Kind anschaut, die zieht sich nicht aus, weil ich will das meinem Kind jetzt noch nicht so präsentieren oder dass es korrekt verarbeitet und in die richtige Schublade steckt, oder? Und ich finde das cool, dass man das eingebaut hat, weil so eine Sache ist es ja nicht. Du tust ja eigentlich nur das Model auswechseln, ob es jetzt Nackteten ist oder halt mit Kleidern. Ist eigentlich nicht so eine Sache. Man könnte das bei vielen Games noch einführen und ich meine, Blutfelder gibt es ja schon seit Ewigkeiten, wo du das Mhm. Blut einfach kannst deaktivieren. Wieso? Also nicht Kleider, Es ist jetzt die eigentlich ein wo Blutfilter. Sven ausschaut. Genau, der Viertel-Blutfilter. Vom Blutfilter zum Blutfilter. Nice. Ja, sehr geil. Nice. Es ist wirklich. Nein, also wir sind Fan, wir finden es nicht eine schlechte Idee. Ähm, ja, und ich glaub, mit diesen Worten können wir das Thema Bayonetta 3 auch verlassen. Ich finde, schaut euch an. Schaut euch die vorderen Teile an. Auf jeden Fall, wir haben sehr Freude gehabt mit den vorderen Teilen. Gibt's immer noch, sind immer noch erhältlich und machen immer noch mega viel Spaß. Äh, mit der Dame, sehr hübschen Dame mit langen Beinen, durch die Luft zu fliegen und Monster kaputt zu machen. Wer oder die Luft fliegt, Cyril, sind Drachen, gell? Und Ja, wo? ja, gehört. Ja, ja, wo? Auf der Dracheninsel natürlich. In Ah, World of Warcraft. Haben gedacht, wir packen den alten Schinken mal wieder aus und reden ein bisschen über Dragonflight. Warum jetzt? Ist sicher schon genug darüber geredet worden, aber 14. Juli ist die Alpha gestartet. Ja, ich weiß gar nicht, Nico, hast du überhaupt einmal WoW gespielt? Weißt du, was ich da jetzt erzähle nachher? ja, also schau, es ist so. Fängt Ähm, mir gut an. Wo die ganze WoW-Sache gestartet hat, bin ich eigentlich auf. Also ich bin zuerst gar nicht klar gekommen, warum das Game so viele Fans hat. Weil ich habe immer nur Videos geschaut davon und habe einfach immer gedacht, hey, die Grafik ist hässlich. Ähm, ich verstehe nicht, was daran so geil ist. Bis ich mal bis mir mal ein Kollege einiges gezeigt hat, wie es funktioniert und hat mich quasi so 20 Minuten, 30 Minuten lassen spielen. Es ist halt schon so, dass es ein huges MMORPG war mit einfach mega, mega vielen Fähigkeiten, Talentbäumen, Entwicklungsmöglichkeiten, weiter, wie soll ich sagen, es hat halt wie ein weiteres Kapitel aufgetan mit all diesen Gilden und dem Zusammenarbeiten mit anderen und so. Ja. Aber für mich ist es von Anfang an zu komplex, also es hat mir zu komplex gedacht und einfach nicht schön. Wirklich einfach nicht schön, mir hat die Grafik einfach nicht gefallen. Und ich habe mich nicht Mhm. so reinfühlen. Was ich aber dann gespielt habe, was sehr ähnlich war, ist Guild Wars. Ja. Und Guild Wars habe ich halt nachher gesuchtet. Also wirklich, das haben wir mega lang gespielt. Aber im WoW-Universum bin ich nie angekommen und ich bin auch recht froh. Weil ich glaube, es hat sehr vielen Leuten sehr viel Zeit von ihrem Leben gestohlen. Und sehr viele Leute sind auch durch das Game abgerutscht in eine Sucht. Und das sage ich jetzt mega ernst, weil ich habe von Leuten gehört, die Schuhe haben angefangen zu skippen und schwänzen, die haben angefangen Arbeit zu schwänzen, die nur noch am Gamen waren, die völlig abgerutscht waren, nie anderes mehr hergegangen sind, als vor dem PC gehockt. Und this is where gaming gets dangerous. Ja, definitiv. Also ich gebe dir da auch vollkommen recht. Vielleicht auch noch eine Anekdote von mir. Ich selber habe WoW gespielt, lange Zeit, also von Beta bis Wrath of the Lich King, eigentlich dritte Erweiterung, sehr lang, sehr oft. Und ich hatte dort auch mit einem zusammengespielt auf dem Server, längere Zeit lang und irgendwann hat er sich halt nicht mehr gemolden und ich hatte dann einfach einen Brief im Briefkasten gehabt, also in-game natürlich, mit einer Nachricht von ihm und noch 450 Gold angehängt. Das ist damals im Classic Vanilla, ist das richtig viel Schotter gewesen.
wo er halt geschrieben hat, hey, er könne nicht mehr, müsse aufhören. Er hätte jetzt seine Freundin in den Sand gesetzt, beziehungsweise sie hätte nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil er sei nur noch am Gamen. In der Schule sei er mega abgerutscht. Und er hat einfach keine Freizeit mehr, ist völlig kaputt. Darum macht er jetzt einen Cut und geht raus. Und hat mir quasi dann noch sein Reichtum übermacht. Oder ist halt mega schade gewesen, weil ich es mega gut hatte mit dem. Und dort ist halt die Ingame-Freundschaft dann abrupt abgebrochen. Ja, aber eben, wie du schon gesagt hast, MMO, es ist halt das Tolle, miteinander zusammenzuspielen, miteinander die Erfahrungen zu teilen. Genauso wie es sonst in den Games einfach Multiplayer sind, dort sind es halt andere Ausmaße. Aber es ist halt ein üble Timesync, also wo du übelst viel Zeit drin Butter ist. Und eben, jetzt haben wir gehört, das 10. Expansion kommt dann bald raus, sehr wahrscheinlich im September. Und eben am 14. Juli ist die Alpha gestartet. Ich finde es einfach cool, dass man vielleicht ein bisschen back to the roots geht, indem man zum Beispiel den Talentbaum, wo damals mit Mists of Pandaria am 5. Expansion abgeändert worden ist, dass man dort wieder ein bisschen zurückgeht und sagt, hey, mit jedem Level kannst du dir wieder neue Fähigkeiten aussuchen und die dazu und es gibt einfach wieder etwas, wo du jedes Level drauf kannst freuen. Das find ich ganz cool, dass man dort den Schritt zurück gemacht hat. Das wird vielleicht auch die alten Spieler wieder ein bisschen zurückholen. Mhm. Ich meine, also unter mir und Kollegen, die noch etwa die spielen, oder ist es einfach so, wir schauen die neuen Expansions geschwind an, einen Monat, und dann war es das eigentlich auch wieder. Also die Lust vergeht, je länger es mir mehr. Ich glaube, das ist bei vielen anderen auch genauso so, weil man halt den Kick von der Nostalgie, so wie es früher war, wieder sucht. Der wird halt nie mehr kommen, oder? Und ich glaube, das ist mit vielen Games halt so. Und WoW ist da nicht ausgenommen. Aber die Ansätze, die man jetzt bei Dragonflight hat, finde ich schon mal ganz cool. Weil die ganze Drachenthematik, die man dort wieder aufgreift, mit den Dracheninseln, mit diesen 5 Aspekten unter den Drachen, die rührt halt zurück bis Warcraft-Universum, also nur Warcraft ohne World of, ähm, wo die Drachen das erste Mal zur Sprache gekommen sind. In den ersten Kämpfen um Azeroth, ich weiß nicht, ob einer die Bücher gelesen hat, Tag des Drachen und so. Und das ist halt, dort sind so die Grundfesten dahinter von dem ganzen WoW. Und ich denke, wenn man das richtig aufgreift, kommt das richtig gut. Und die ersten Videos sind jetzt natürlich draussen, die ersten Gameplays von den Leuten, die in der Alpha drinnen sind. Ein paar größere Streamer natürlich auch darunter, also von Bellilar über Asmongold und jetzt Bajira etc. Oder? Mhm. Kann man die sicher reinnehmen. Und es gibt eine coole neue Fortbewegungsmechanik mit dem Drachenflug. Das ist eigentlich ein Spezialmount. Und du hast verschiedene Fähigkeiten, die du kannst unlocken, dass du nachher Barrel Rolls kannst machen, dass du länger kannst fliegen, weil du kannst so einen Boost aufsammeln. Das hat mega cool ausgesehen. Es gibt irgendwie auch wieder ein bisschen mehr Immersion, weil du nicht einfach nur so AFK oben drüber fliegst, sondern versuchst wieder ein bisschen runterzuswoopen und dann Speed aufzunehmen und dann wieder einen Boost rein zu tun und ein bisschen schneller durch die ganze Landschaft durchfetzt, vielleicht Mhm. noch geschwind zwischen den Bäumen durch. Das hat mega cool ausgesehen eigentlich, muss ich Mhm. sagen. Und das Berufssystem, das man nochmal überarbeitet hat, das ist in den letzten paar Expansions, erst mit Shadowlands hat man es wieder ein bisschen aufgegriffen, aber vorher, die Expansions, ist das halt in Vergessenheit geraten. Für was sollst du eigentlich noch grossen Beruf lernen, weil ja, es braucht mega viel Zeit und am Schluss nimmst du einfach die Sachen, die du bei den Raids rausgeholt hast. Und das hat man jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet, indem Items kannst du rein tun, wo die Chancen halt erhöhen, dass du eine bessere Qualität hast beim Item oder einen höheren Wert oder so. So ein bisschen ähnlich wie bei Final Fantasy XIV, also wo wirklich der Job selber, der Beruf selber auch noch mega viel hergibt und nicht nur einfach ein Minigame ist, das ein bisschen nebenher zieht. Oder? Ja, Ja, genau. und jetzt haben wir das Timegating halt noch, wo noch bleibt. Ich weiß nicht, Timegating ist dir ein Begriff, Nico? Timegating ist mir überhaupt kein Begriff. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das meiste, was du jetzt am Erzählen bist, war, ich habe gerade Asmongold verstanden, den ich kenne. Der Asmongold kenne ich. Einfach, weil er, glaube ich, genug gross ist. Ja, Ähm, das ist so. Also Timegating ist eigentlich schnell erklärt. Es geht einfach darum, dass du
geschichtliche Informationen, wo würden halt eben die Geschichte selber vorantreiben, zurückbehaltest und sie erst später freigeben. Also wie, keine Ahnung, Harry Potter würdest laufen lassen und dann eben nur Teil 1 vom 7. Film zeigst, aber das 2 halt irgendwie 2 Jahre nicht. Oder, das ist eigentlich auch eine Form von Timegating, eine Art. Mhm. Dass gewisse Events müssen eintreffen oder eine gewisse Zeit verstreichen, dass nachher wieder mehr Content bekommst. Und das ist jetzt lang halt ein bisschen kritisiert worden. Man hat auch bei WoW ein bisschen die ganze Zeit durcheinander gebracht, gewisse Stories wieder zurückgenommen und neu geschrieben, wieder rausgegeben. Und eben, wenn man halt natürlich das so Mhm. festgelegte Grundsätze, die in der Geschichte irgendwo verankert sind, in so einem Universum, einfach in den Müll rührt und sagt, so, es ist jetzt so, ja, dann macht man sich ein bisschen unglaubwürdig, oder? Aber Mhm. Dragonflight ist auf jeden Fall auf der Startrampe und sieht sehr schick aus. Wird man sicher auch mal noch anschauen, wenn dann einmal mal Beta startet und wir vielleicht einen Zugang bekommen. Und dann werde ich dir dann ein bisschen etwas erzählen und du kannst einfach brav nicken und sagen, Mama, ist gut, ist cool, ja, ist cool. Ja, ich habe leider wirklich nicht sehr viel Interesse für WoW aufbringen. Es tut mir wirklich leid, also jedes Mal, wenn mir jemand davon erzählt. Aber das ist, glaube es ist schlimm, weil es ist, glaube einfach so, dass ich mega viele Leute in meinem Umkreis so habe, die es wirklich gegrindet haben. Und auch bei uns in der in unserer Gamer-Community, die wir aber haben auf Teamspeak und so, gibt es immer 2, 3 Leute, die die ganze Zeit über WoWs und dann, ja, wir müssen dort noch ins Schattental und dann muss ich noch meinen neuen Mount holen und dann muss ich noch diese Quest abschließen und dann muss ich noch dort irgendetwas machen und dann muss man ja noch diesen Boss besiegen und dann gehen wir noch auf einen Raid und ich denke einfach so, ah, God, please. Weil ich halt glaube, das Game einfach auch nicht fühle, wo es eine massive Abzocker finde und Blizzard dahinter ist und ich mit Blizzard sowieso ein mega Problem habe, aber das ist anderer Natur. Ähm, Ja, sicher. Ja, Weißt du, was ich meine? das darf man nicht aus den Augen verlieren und wir kommen sicher auch ein bisschen dann nochmal im Crit-Thema dazu. Aber ich denke, eben, um es einfach mal wieder ein bisschen erwähnen, dass man versucht, zumindest das WoW, wo eigentlich in seinen Grundgedanken ein gutes Game war, früher Blizzard eigentlich auch gut entwickelt war, jetzt Mhm. ein bisschen im Beruf geraten ist. Man weiß auch nicht, inwiefern das alles noch mit Activision zu tun gehabt hat oder die haben sicher auch extrem Druck aufgebaut, damals, als sie übernommen haben. Und das sind noch die ganz anderen Geschichten, die wir schon zu Tod diskutiert haben, wo wir jetzt auch nicht nochmal aufgreifen müssen. Genau. Aber ich denke, da können wir eigentlich jetzt das Thema auch mal sein lassen und davor strielen und ins nächste Thema, wo du eins würdest vorstellen, und zwar ganz, ganz ein herzig süßes Mal wieder zur Abwechslung. Genau. Bevor wir übergehen zum sehr herzig süßen Thema, habe ich gleich noch schnell eine Frage zum WoW. Ja. Wo etwas ist mir jetzt bei mir ist mir nicht durchgesickert. Wirst du dir Zeit nehmen, das zu spielen? Wirst du dir Zeit nehmen, das nächste WoW zu gamen? Hast du die Zeit, wirst du dir die nehmen? Weil ich weiss jetzt, was sich bei dir im Moment am entwickeln ist, in deinem privaten Umfeld. Hast du die Zeit noch, Cyril? Ist die Frage. Nein, die Zeit habe ich definitiv nicht mehr. Weißt. Also ich meine, ich sehe es jetzt schon mit dem Satisfactory, wo mega viel Zeit beansprucht, wo wir gerade wieder am Spielen sind. Und du kannst nicht mehr wie früher einfach, dann hast du noch keine Verziehung, keine Verpflichtungen, nichts. Am Abend um 5 Uhr anhocken, geschwind runtergehen, zu Nachtessen, die Eltern geschwind, heute tschüss. Und dann wieder aufhocken mit den Kollegen und gamen, das funktioniert nicht mehr. Also Zeit nehmen ist da vielleicht auch nicht richtig ausgedrückt. Ich würde vielleicht eher WoW ein bisschen Zeit schenken und zwar genauso viel, wie ich Bock habe, wie vielleicht auch Kollegen mitmachen und dann war es das. Okay. Okay. So läuft es einfach immer mit den Add-ons. Schön reinschauen, bis es langweilig wird. Cool Statement. Habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, das ist sicher etwas, ja, wo du auch keine Zeit mehr dafür hast. Und manchmal muss man sich das eingestehen, gell? Manchmal muss man ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, ja, ich hätte mega gerne Zeit gehabt für das Game, aber es gibt jetzt einfach Wichtigeres. Und Korrekt, ja.
ist Wir im werden alle Prozess. erwachsen, oder? Ja, ich kann dir sagen, ist in diesem Prozess von Growing Up auch drin. Liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ihr, wenn ihr jetzt noch jünger seid, so um die 20 herum, bis 20 her, man ist ein Suchtkopf. Ab der 20 man sucht noch mehr. Und dann, sobald es auf die 30 zugeht, merkt man, oi, 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 oi. Jetzt habe ich vielleicht doch 2, 3 Sachen in meinem Leben zu fest vernachlässigt. Und seid euch einfach immer bewusst, das kann im ersten Moment nicht so wirken. Aber wenn man dann merkt, was man sich verbaut, vielleicht dann gescheiter vorher die Handbremse ziehen, sage ich mal. Also, wir lieben alle Games, wir lieben alle zu gamen, aber es gibt dann wirklich auch dort ein Maß. Und wenn man das Maß überschreitet, weiß ich selber gut. Obwohl ich jetzt nicht Hardcore bin, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, ich bin manchmal einfach zu viel dran. Dann entwickelt man so eine Art, soll ich dem sagen? Dopaminabhängigkeit, weil Gamer schüttet bei den meisten Dopamin aus, das Glückshormon, weil es Spiel dich halt belohnt für gute Leistungen. Und das haben wir als Leute nicht alle mega gern. Belohnungen für gute Leistungen, Anerkennung für gute Leistungen und Recognition. Und darum ist es, ja, darum ist Gamen manchmal ein zweischneidiges Schwert, das kann man gut sagen. Und trotzdem ist es ein unglaublich super cooles Thema mit so vielen coolen Facetten. Und für mich halt immer noch Kunst, ich sage es eigentlich immer wieder, für mich ist ein Gamespielen wie ein Bild betrachten. Es ist geschaffen worden von vielen Leuten in einem anstrengenden Prozess und man gibt denen nur etwas zurück, wenn man sich das Werk anschaut. Und jetzt bin ich fertig mit meiner Philosophiestunde, jetzt können wir weiter. Genau. Schön gesagt, Nico. Nein, also ich denke, man darf das wirklich nicht vergessen und einmal geschwind in die News einbauen. Eben, Gaming ist ein Unterhaltungsmedium und Schluss am Ende vom Tag auch nicht mehr, oder? Ja, aber eben ein wunderschönes Unterhaltungsmedium haben wir jetzt, wo du darfst nochmal vorstellen. Genau. Die halbe Welt Ja. wartet. Genau. Eigentlich ein Medium oder, ich würde mal sagen, nicht ein Medium, sondern ein Lebewesen, wo sich die Hauptrolle von dem, oder wo sich in der Hauptrolle von dem Game eigentlich verbirgt. Und ich habe vorhin gerade gemerkt, dass ich eigentlich auch zu Warcraft noch coolen Trailer hätte gehabt. Den habe ich leider vergessen abzuspielen. Jetzt machen wir das beim zweiten nicht so. Und zwar ist das für die Leute, die den Podcast hören, natürlich nicht interessant. Aber für die anderen werde ich gleich schnell den Trailer einspielen. Und es geht um Stray. Stray ist ein Game, das bewegt sich auf 4 Pfoten. Und auf diesen 4 Pfoten bewegt sich eine Katze. Und die Katze ist die Hauptrolle. Und die Katze ist der Main Character von diesem Game. Ich meine, lassen wir das schnell einfach durch uns durchfließen. Wie nice ist das? Steffi hat schon auf das Game gesimpelt. Ich habe schon auf das Game gesimpelt. Der Yves hat auf das Game gesimpelt. Wir sind alle riesen Simps für Stray und freuen uns mega drauf, wenn das morgen rauskommt. Wirklich morgen ist Release-Date. Und ab morgen kann man mit einer Katze, aus der Perspektive von einer Katze, durch die ganze City strayen. Also strayen heisst ja nichts anderes als strien, glaube ich. Ist das richtig? Streunen, ja genau. Streunen. Eine Streunerkatze. Und man streunt nachher durch die Straße. Hat lustigerweise auch so einen kleinen elektrischen Apparat auf dem Rücken, wo einem, glaube ich, hilft,
beim Streuen und, und einem unterstützt, weil die ganze Welt ist, so wie es aussieht, ausgelöscht worden. Also Humans, also ausgelöscht. Humans sieht man auf jeden Fall nicht im Reveal-Trailer. Man sieht nur Roboter. Und die Roboter haben auch Angst vor dieser Katze. Also, die gehen weg oder sie verscheuchen sie oder sie hauen ab davon. Also die Katze muss irgendetwas bei sich tragen oder haben, wo die Roboter lassen. Wegsäckeln. Sie hat ja ihren Mini-Rucksack hinten drauf, oder? Genau. Vielleicht steht noch in das Gadget drauf, weil eben Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber je nach Interaktion leuchtet dort also bis wie ein Display auf. Also irgendetwas wird schon gehen mit dem Rucksack, oder? Genau. Irgendetwas wird dort los sein mit dem Rucksack. Irgendetwas wird die Katze zu verbergen haben und es sieht auf jeden Fall Hammer aus. Und ein Game, wo vielleicht ich auch wieder spielen, weil, hey, also irgendwie habe ich so etwas auch noch nicht gesehen. Du bist ja keine Katze. Was? Also, oder? Es Das ist neu. Die Gamifizierung von Bob der Streuner, kann man fast sagen, oder? Also Mhm. richtig cool und man hat es einfach in Cyberpunk 2077 reingepackt, ohne Bugs, ohne Frame Freezes und so. Es läuft einfach flüssig. Genau. Zumindest in den Gameplays und Trailers. Es ist einfach ganz herzig, ja. Also ich meine, Katzen sind ganz weit oben bei vielen Leuten. Darum, das ist einfach von Erfolg geprägt und das sieht man halt eben auch auf Steam, oder? Das meist erwartete Game auf Steam. 2022 oder einfach im Moment? Aktuell, ja. Ja, Aktuell. ja. Ja, aber das ist klar. Also ich meine, erstens, was hat es für Konkurrenz? Und zweitens, Mhm. es ist ein Katzengame. Ich meine, Katzen prägen seit dass es das Internet gibt. Eigentlich alles, was Memes, Videos, Bilder, also Katzen sind everywhere. Und es gibt ja immer noch so viele Leute, die sich herzige Katzenvideos anschauen, um sich zu beruhigen oder zum Morgen den Tag starten oder was auch immer. Ja. Katzen sind halt omnipräsent. Fast jeder Haushalt, jeder zweite, jeder dritte Haushalt hat irgendwie eine Katze daheim. Verstehe ich auch, wir haben auch sehr lange Katzen gehabt. Und Wieso ja, würdest du sagen, dass es mit einem Hund nicht so gut würde funktionieren? da fragst du jetzt falsch. Ich habe nicht so gerne Hunde. Ja, aber es ist schon interessant, oder? Also ich meine, das Gameplay wäre dann sicher ein bisschen anders. Ich meine, die Hunde können nicht so gut balancieren. Was wäre dann nachher irgendwie der Vorteil als Hund das zu spielen? Also es muss fast wie eine Katze sein, aber es ist noch der Jü-Effekt und alles. Ja, und der Weil, Hund bräuchte Anweisungen. ja, ja. Ein Hund kann nicht ohne Anweisungen. Einem Hund musst du mal etwas beigebracht haben. Weil Hunde, die sind viel mehr angewiesen auf Directions, auf Orders. Aber jetzt ich sage jetzt, die herkömmlichen Haushunde. Ich rede nicht von ihren Vorfahren. Klar muss ein Wolfshund oder ein Wolf nicht wissen, was er muss machen muss. Aber die jetzigen Haushunde, die brauchen Aufgaben. Also die werden ja gezüchtet, für das sie einem Menschen helfen meistens, oder? Freund Ja. sein vor Familie und beschützen und so. Und eine Katze, du weißt, eine Katze macht, was sie will. Eine Katze ist. Also ja, man kann böse sagen, no fucks given, oder? Das ist echt so. Ja, aber es ist einfach so. Oder? Ja. Du bist der Chef von einem Hund, aber die Katze ist dein Chef, oder? Ja, genau. Katze, also, nein, nicht mal das. Der Katze bist du schlichtweg eigentlich egal, außer du gibst ihr etwas, was sie feiert. Also, Ja, also sie will raus Essen, oder sie will Futter, ja. genau, Essen, Streicheleinheiten, irgendetwas, wo Beschäftigung oder raus dürfen. Und selbst das nehmen sich ja Katzen mittlerweile auch selber. Also es gibt ja genug Katzen, die von selber die Tür auftun und so. Äh, Mhm. und dann einfach selber rausgehen. Und für das viele Katzen, sie sind mega selbstständig. So. Sie gehen einfach Ja. ihren Weg.
das ist ja die namenlose Katze da von Stray. Es gibt ja recht viele Rätsel auch zum Lösen. Also ich bin extrem gespannt, was es da für knifflige Rätsel wird geben. Bist du selber so ein bisschen ein Rätselfreund oder sagst ja, lieber ein bisschen etwas Einfaches, weil ich will auch mit der Geschichte durchkommen? Oder tust gerne ein bisschen die Sachen analysieren und dir überlegen, hey, wie könnte das jetzt weitergehen da? Hm. Ja, ich bin ein grosser Freund von Rätsel, aber es ist dann auch so, wenn es mir zu rätselig wird, also wie soll ich sagen, verwinkelt und versteckt und musst mega suchen und überlegen, dann, Zeigen, umdenken, so. ja, dann bin ich meistens nicht der, wo der Controller herleitet und sagt, hey, ja, besseres zu tun, man, ich weiß nicht. Also, aber ja, also sicher ein bisschen rätselmässig bin ich unterwegs, aber ich habe lieber Games, wo ein bisschen Action rum ist. Also für mich muss schon viel Action rum sein. Bei Stray kann ich mir jetzt echt vorstellen, dass das ganze Gameplay und die ganze Welt aus dieser Perspektive zu sehen mega interessant ist. Dass du dir einfach mal vorstellst, du bist eine Katze. Weißt du, das habe ich auch die Konversation habe ich auch schon mit vielen Leuten gehabt, wo mir gesagt haben, hey, stell dir mal vor, du bist mal einen Tag eine Katze. Und ich stelle mir das gar nicht so chillig vor, wie das alle sich vorstellen. Ich meine, klar, du kannst in der Sonne liegen, du kannst essen, du kannst die Fahne streicheln, dies, das. Aber es ist im Fall nicht so chillig, weil, ich meine, stang mal in einer Scherbe auf der Straße, gang irgendwie ja, eine Fetzerei haben mit anderen Katzen und die kratzen die blutig und ich meine, das ist gleich, das sind Tiere und denen ihr Leben ist nicht irgendwie Schocki die ganze Zeit. Das ist ein richtiger Gangkrieg, aber der da abgeht, oder? Ja, Das ist ja, richtig Bronx-Style. ja. Und du hörst sie ja auch manchmal in der Nacht. Ja, da geht aber richtig Post ab, das ist ja so. Genau. Und darum sage Aber ich, hm, die führen in einer anderen Dimension ein anderes Leben. Also weißt du, wie gesagt, denen sind wir eigentlich egal und die haben so ihre Story, die sie durchleben. Und darum finde ich Stray so cool, weil es einfach auch mal zeigt, hey, wir, auch in der Kulisse. genau hier läuft eigentlich etwas ganz anderes. Ein Film, wo die Menschen nicht mitbekommen, weil wir Katzen haben unsere eigenen Pläne. Ja, ja. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch, aber Gibi hat mal einen Film ausgebracht, Das Königreich der Katzen. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, Nico? Leider nicht, habe ich nicht mal gewusst, Ja, habe ich nicht gekannt. der greift das auch ein bisschen auf, dass Katzen eben so in einer eigenen Welt leben oder und eine eigene Welt haben, eben das Königreich der Katzen. Und in der Nacht halt erwacht das in der echten Welt so ein bisschen zum Leben und dann gibt es halt einen Umzug mit dem Katzenkönig und weiß ich alles. Und das eine Geil. Mädchen, das sich dann natürlich in die Welt hinein verirrt. Und darum ist das gar nicht so abwegig, oder? Weißt du, was geht da ab in der Nacht und so? Was läuft hier? Und mal aus dieser Perspektive können das Leben erleben, ist sicher etwas, wo viele Leute zu dem Game ziehen, ja. Hey, Gebe ich dir recht. das ist mega cool, hast du mir das das werde ich mir sicher mal noch anschauen. Das sieht auch nach einem sehr schönen Film aus. Ist es, kann ich nur empfehlen. Viele Anspielungen natürlich auf andere Ghibli-Filme, also so kleine Easter Eggs, genau, sagt man. Also schön in den Filmen versteckt. Und ist ein herziger für zwischendurch, mal ein bisschen abschalten, ein bisschen leichte Kost. Also Genau, vielleicht gerade zum Game. Genau. 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 Ähm, mega cool, Stray. Ich freue mich einfach, um mal zu sehen, weißt, vielleicht auch mal ein Playthrough zu schauen, wie so jemand streamt, wie die Leute darauf reagieren, was es für Emotionen bei den Leuten auch weckt. Hm? Äh, und gleich auch schön, weißt, mal ein Game zu haben, ja, wo nicht straight immer umbringen, killen und Bösartigkeit drin hat und gleich auch viele Leute fasziniert und nicht sogar Hardcore-Gamer sagen, oh, Katz, okay, sehe ich noch, finde ich cool, ja, eine Katz und so. Ja, voll. So eine kleine Connection, das ist so ein kleines Connection-Game, wo vielleicht die zwei Lager auch so ein bisschen connected, wo alle vier Katzen, weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt, ja. Oder eben, es unterstreicht ja gerade noch, was du gesagt hast. Es gibt ja eben eigentlich keinen Kampf. Die versuchst schon inner, denen versuchst du eigentlich inner auszuweichen. Genau.
du das halt wie eine Katze auf deine 4 Pfoten hinten durchschleichst, oder? Es ist so wie ein Das ist Stealth, cool. so ein bisschen wie ein Stealth-Game auch. Also eher, genau, eher ein bisschen Stealth unterwegs sein. Und wie es halt der Katz macht. Ja, ja. Also Stray, wir freuen uns drauf. Mega nice. Kommt raus morgen auf Steam. Ich könnte mir vorstellen, dass das je nachdem jemand von unserem Team noch streamt. Hier auf dem Channel von brack.ch. Und Und, PS5, nicht vergessen. und PS5. Und Genau. PS5 jetzt es ja noch, ja. Genau. Und auf PS5 kommt es auch noch raus. Ähm, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eigentlich haben wir noch ein Thema mehr, gell? Wir haben noch ein paar Themen mehr. Ja, ja, es geht ab. Es wird noch abgehen. Hey, ich sehe gerade, wir haben eigentlich noch. Okay, also geben wir mal ein bisschen Gas hier. Philosophiestunde hier, ja. Also, es ist so, dass wir natürlich jetzt von den schönen Sachen zu den eher ein bisschen graueren Wochen am Himmel kommen, und zwar zu unseren Crit-Themen. Und dort fangen wir gerade an mit einem Crit-Thema, Cyril, wo du, ja, erzähl uns mal, es geht wieder mal um Diablo. Wieder mal. Das mal nicht um Diablo Immortal. Nein, ich glaube, das Thema haben wir jetzt durchgequatscht. Jetzt geht es ja. um Diablo 4. Und dort gibt es eine neue Marketingstrategie. Die hat eigentlich auch zu einem Teil schon im Juni stattgefunden, ist aber ein bisschen untergegangen. Die heisst Hashtag Diablo Hells Inc. Und von der gibt es eine Tour. Es ist darum gegangen, dass du dich hast können dort anmelden und dann bist du rausgekommen worden, hast können zu einem weltberühmten Tattoo-Artist, und der hat dann nachher so ein Custom Diablo-Tattoo gemacht. Jetzt, was ist der Clou von dieser Sache? Wenn du das Tattoo dir stechen lassen hast, hast du nachher einen Beta-Zugang bekommen zu Diablo 4. Die andere Möglichkeit ist, du gehst jetzt noch, zum Beispiel am 18. August, nach Berlin ins Kabinett-Studio und gibst dir ein Flash-Tattoo à la Diablo. Gönnst dir einen Flash. Ist der Flash und dann kannst du auch wieder taggen und kommst den Beta-Zugang über. Wie finden wir das? Ja, wie finden wir das? Ja, ich hatte auch gerade eine Frage. Wie finden wir das? Ja, ich weiß nicht. Also es ist wieder so versucht, oder? Man versucht wieder Diablo 4 nach dem ganzen Eklat mit Immortal und so in ein positives Licht zu rücken. Wieder ein bisschen, weißt du, sollst dann natürlich, indem du tagst, mit dem Tattoo auch sagen, wie geil du Diablo 4 bringst, wie das deine Freunde vereint hat, dort zusammengeschweißt, was haben für Erfahrungen gehabt, oder? Und einfach der ganze Shitstorm, was sie jetzt gehabt haben, ein bisschen ab in die Chronik zu verdrängen, oder? Aber genau. So einfach ist es eben nicht. Ja, es ist nicht so einfach, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine spezielle, wie soll ich sagen, es ist eine spezielle Art von Marketing, und das macht es sicher speziell. Es ist, es holt mich jetzt persönlich nicht mega ab, weil ich finde, ja gut, man kann darüber diskutieren. Ich meine, wie viele Leute haben Tattoos von Games, die du kennst? Ich kenne ein paar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ein paar. Ja, sicher, ja. Ich kenne Leute mit Mario-Tattoos, ich kenne Leute mit Zelda-Tattoos, ich kenne mega viele Leute mit Zelda-Tattoos, habe ich gemerkt. Ich glaube, das ist bei mir Nummer 1. Ja. Schon, gell? Ja, ja. Also von dem her, die Idee ist nicht neu. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil du greifst halt quasi. Also du machst halt quasi. Du greifst für mich wie zu fest in ein Leben ein von einem Menschen, wenn du sagst. Oder wenn du sagst, hey, mach dir ein Tattoo von unserem Game und du bekommst einen Beta-Zugang. Weil im Endeffekt klar entscheidet sich der Mensch selber, aber im Endeffekt macht er sich nachher vielleicht wegen dem. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass du als Game Publisher, dass das deine Aufgabe ist, dass du Leute für das Leben lang prägen mit einer Marketingaktion. Weißt du ein bisschen, wie ich meine? Es fühlt sich ein bisschen falsch an. So.
Ja, Ähm, also der Ursprung ist sicher ein bisschen am falschen Ort gesucht worden oder gesetzt worden, weil man hätte es jetzt irgendwie anders können aufgreifen und ich meine, klar ist mit dem ganzen Shitstorm eben, ist das alles ein bisschen auf den Social Media Kanälen bei Blizzard und Diablo Kanal alles drunter und drüber gegangen und jetzt versucht man da dagegen zu halten oder so und so. Aber eben die Message so von wegen, hey, du dich bei uns bewerben, gib dir ein Tattoo, das du dann fürs Leben hast und dann kommst du einen Beta-Zugang über. Jetzt ja, mal die Flash-Tattoos ja, ausgeklammert, oder, wo das ja, auch noch möglich machen. ja. Aber es gibt wirklich so viele von diesen Leuten, die sich wegen dem sehr wahrscheinlich eins würden stechen lassen. Oder? Und das ist dann wieder ein bisschen das Ausnutzen vom, ich sage jetzt ganz, ganz böse und in Anführungs- und Schlusszeichen vom dummen Gamer, oder? Wo einfach nur ein riesen Fanboy oder ein Fangirl ist Genau. und sagt, ja, ich wollte jetzt dort bei der Ersten dabei sein und ich mache mir das. Genau, und ja, find ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Egal, ich habe noch so eine, wo du das erzählt hast, ich habe noch gerade das Video, ein Foto gefunden von so einem Kärtchen, das du bekommst. Das ist wirklich so ein Diablo 4 Kärtchen und drauf steht so, thank you for offering your flesh as tribute. You have been gifted early access to an upcoming beta for Diablo 4 and a portal copy of the game. And a portal, ja genau. And a digital copy of the game up on. Das habe ich, das letzte kann ich nicht lesen. Up on irgendetwas da. Aber ist ja gleich. Es ist auf jeden Fall. Das steht auf der Karte. Und nachher Hashtag Diablo Hells Inc. Ja, ja. Also, Ja, wird schon. Was giftet your flesh, oder? ja, Also, you gifted nein, offering. Thank you for offering your flesh as tribute. Schon der erste Satz so. wow. Also ich meine, von der Thematik her passt es natürlich zu Diablo, oder? Aber ja, jetzt das mit Social Media und so. Also ich bin mir sicher, es wird wieder ein bisschen verrissen werden. Mhm. Werden wir sicher wieder irgendetwas hören und sehen. Vielleicht nicht so fest wie jetzt die letzten paar Wochen. Aber ja, ich glaube, so schnell kommt man da nicht aus dieser Hölle raus. Nein, ich glaube es nicht. Und Diablo 4, noch schnell zum Game selber. Diablo, viel gespielt, Cyril. Ich müsste jetzt fast noch eine Anekdoten anhängen, aber die sparen wir in dem Fall auf. Das 2 ja, das 3 schon ein bisschen weniger, aber auch noch recht viel. Also die erste Version ist, so wie es rausgekommen ist eigentlich nicht so geil gewesen, aber sie haben es nachher noch gut gemacht. Sie haben es dann Mhm. schon noch gerettet. Mhm. Von dem her einige Stunden sicher, ja. Aber jetzt nicht so wie andere Tausende. Wie war es bei dir, Nico? Ähm, äh, es ist ein bisschen. Also der ganze Hype ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe Diablo gespielt. Meistens mit Kollegen zusammen, aber wo die Idee hatten, hey, komm, wir spielen Diablo zusammen. Wo das Multiplayer aber glaube scheinbar noch witzig ist, so ein bisschen zu grinden. Ja. Also mir wird es viel zu schnell zu grindy. Also ich bin viel zu schnell gelangweilt vom ganzen Prozess, wo ich so finde. Also ja, wirklich. Ja, was meinst du? Ja, es ist irgendwann halt auch immer, es sind die gleichen Monster, es sind die gleichen Areas und so, dann in den Dungeons mal ein Zufalls generiert, aber irgendwann kennst du die Ecken auch, wo da irgendwie zusammengesetzt werden, oder? Dann ist es einfach schon immer das Gleiche, das ist ja so. Genau. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie soll ich sagen, es gibt ja verschiedene Games von dieser Art. Und Diablo hat es halt geschafft, mit dem 1 und mit dem 2 recht viele Leute reinzuholen, die gesagt haben, boah, das flasht mich, das ist geil, das ist top-down, aber es fängt Huren, wo man überall rumlaufen kann, wo man kann sich upgraden und das neu und das. Und dann haben sie es mit dem 3 nicht viel besser gemacht. Ich glaube, das 3 war das, wo ich dann auch ein bisschen gezockt habe und dann gefunden habe, es ist okay, aber es flasht mich nicht mega. Und dann haben sie die Immortal-Ankündigung gebracht mit dem Mobile Game und haben sich schnell mega ins Abseits geschossen. Und
ich sage es mal so, sie können froh sein, dass Diablo immer noch so eine, also weißt du, so ein Name ist. Weil andere Games, die sich solche Sachen erlaubt haben, die sind nicht mal mehr, die sind komplett weg vom Fenster. Und Diablo sagen die Leute wenigstens noch, okay, es ist ein Diablo, ich schaue mir es an, weil ich meine, es hat bewiesen, dass es geil war. Und wenn das 4 halt jetzt mega nice wird, obwohl ich das nicht glaube, ich meine, ich habe mir auch dort letztens wieder das Video reingezogen, wo der eine gesagt hat, dass der Necromancer im 4 scheinbar wieder einfach von Leichen, wo, egal welches Monster gestorben ist, die Leichenhügel sehen einfach immer gleich aus. Und das hat mich schon dann fucking gestresst. Ich habe das gehasst. Ich weiss, es ist ein scheiß Detail, aber... Ja, es sind halt die Details, was damit lebt und stirbt auch, oder? Aber ich meine, wenn du so einen riesen, fetten Sieg zerklopfst und nachher ist sein fucking Todeshügel einfach gleich gross wie von den kleinen, die du gekloppt hast, denkst du echt so, ja, Jungs, hätte ihr nicht ein bisschen mehr Zeit können, also hätte ihr nicht... Also weisst Ja. so. aber ja, ist ja gleich. Aber für mich ist es nachher so ein bisschen zu... mit zu wenig Liebe gemacht. So. Und das war, glaube ich, auch mein grosses Problem bei Diablo. Was ich im Fall mehr gespielt habe als Diablo ist... aber sehr ähnlich ist... wow, jetzt kann ich es nicht mehr sagen, vorhin die ganze Zeit dran gedacht. Path of Exile. Path of Exile, ja. Genau. Ja. Und ich habe tatsächlich einen Kollegen, der ist so down in diesem Game. Der ist so down in diesem Path of Exile Game. Das ist wirklich... Krass, das ist so viel, oder? Du kannst Macher auf freischalten, oder? Das ist ganz eine andere Nummer. Ja, und es ist free to play. Mhm. Es ist komplett free to play. Also es ist... Das Game macht eigentlich alles richtig. Und es fängt auch mega, wo die Kombination mit diesen Gems in den Waffen innen. Also du kannst ja dann die verschiedenen Edelsteine kombinieren. Blitz-Edelsteine, Feuer-Edelsteine, Wasser-Edelsteine, keine Ahnung, Lava-Edelsteine, explosive Edelsteine, dies, das. Und du hast dann in deinen Waffen und deinen Rüstungen hast du so Slots drin. Und je nachdem, wie du die Steine kombinierst, hast du dann andere Fähigkeiten, die deine Waffen können. Oder du selber kannst auf deine Rüstung anwenden oder was auch immer. Und das ist so divers. Das Ja, macht schon so Millionen Spaß. von Das macht schon Kombinationen. so Spaß, weißt Ja, du? und es ist auch eben nach der zweiten Teil, kommen ja laufend jetzt neue Gameplays raus, Gameplay-Videos vom zweiten Teil. Halt auch cool gemacht. Du kannst vom ersten dann eigentlich direkt ins zweite überwechseln. Ich meine, hat es schon mal ein Game gegeben, wo einen fließenden Übergang hat zwischen eigentlich zwei völlig, also nicht völlig verschiedenen Games, aber halt Teil 1, Teil 2, wo Jahre später rausgekommen ist. Genau. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Ja, also eben. Diablo, noch schnell zu dem. Nicht etwas, was ich jetzt mega auf meiner Wunschliste habe. Aber eben, im Allgemeinen. Was habe ich mega auf meiner Wunschliste? Weil im Endeffekt habe ich einfach sehr viel müssen erleben in der letzten Zeit. Habe ich viele Games gekauft. So im letzten halben Jahr. Die ich dann wirklich nie habe gespielt. Mhm. Oder 2-3 Mal. Und das ist echt mega schade. Weil zu diesem Game gehört auch das Game, das ich jetzt gerade vorstelle als Fail of the Week. Und zwar ist das Total War Warhammer 3. Und ist es 3 oder 2? Mal, habe ich es richtig gesagt? Das ist 3, Ist es 3? Ja, okay, gut. Hast du Angst gehabt. Gut, und- vielleicht hast du das 2 auch noch nicht gespielt, oder? Mama, ich habe alle gespielt. Das ist ja das Ding. Ich habe mir Total War immer direkt gezogen. Und das auch, was ist angekündigt wurde, ich habe es direkt gekauft, weil ich liebe Total War eigentlich. Also ich habe es geliebt. Ich bin nicht mehr so sicher, ob ich es noch liebe. Weil mir hat Total War dann mit Medieval 2 überzeugt. Total War Medieval 2 habe ich gefeiert. Also wirklich leid. Und nachher Rome. Rome ist nochmal besser gewesen. Rome ist so gut gewesen. Total War Rome. Ich habe es richtig gefeiert. Aber alles, was näher ist gekommen, hat mich nicht mehr wirklich überzeugt. Vielleicht ist schon der ganze Hype einfach weggegangen von dem rundenbasierten Strategiespiel. Ich weiß es nicht. Warhammer habe ich mir gleich jedes Einzel gekauft, wo ich gedacht habe, hey,
mega cool mit den verschiedenen Völkern und Ideen und das ganze Warhammer-Universum ist ja so groß und es hat so viel Zeug. Aber es hat mich nie richtig gecatcht und es ist irgendwie, weiß auch nicht. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Es ist irgendwie immer entweder hier fighten und du gehst gar nicht, ich gehe gar nicht mit Kriegen, also ich gehe die Fights gar nicht selber steuern meistens, außer die muss. Aber einfach, ich finde nicht mal mehr das interessant und das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Auf jeden Fall, weg von dem, ich möchte euch jetzt nicht sad machen, liebe Total War Gamer, werdet nicht so wie ich. Total War Warhammer 3 hat aus Versehen, also die Entwickler haben aus Versehen 4 neue Fraktionen enthüllt. Und zwar haben sie das geschafft, indem sie haben den neuen Patch angekündigt, so wie ich das verstanden habe. Und haben nachher eigentlich auf dem Screenshot, den sie gezeigt haben, haben sie eigentlich nachher einfach die Völker angekündigt. Ohne dass sie es auch gemerkt haben. Aber das ist, eben wie gesagt, also viele Leute sagen jetzt so, ja, aus Versehen, das ist alles PR, das ist alles extra. Und man hat halt auf diesem Bild die neuen Namen gesehen von den Völkern und die kleinen Symbole, die nachher die Fraktionen werden haben. Und man hat 4 neue Völker gesehen und die 4 neuen Völker, das sind a Legion of the Gore Queen. Ich meine, Legion of the Gore Queen. Hey, sorry, aber wie tönt das? Das tönt schon recht geil. Also, das tönt schon recht geil. Das tönt so nach Chaos. Irgendwie. Ja, also ziemlich sicher sind wahrscheinlich alles Chaos, oder? Ja, auch schon. Oder ich weiß nicht, Blood Angels, aber ja, ich werde heute reden schwierig, sehe ich gerade. Aber begebe mich da, glaube ich, ins Fegefeuer, wenn ich da irgendetwas sage, weil ich nicht so deep drin bin, ganzen Warhammer. Aber du kennst es auch schon ein bisschen besser als ich, nicht? Also du bist ein bisschen mehr drin im Warhammer als ich. Du hast ein bisschen mehr Ahnung. Ich kann nicht spielen, aber ich finde die Lore finde ich noch recht interessant, oder? Und jetzt rein vom Bild her mit dem roten Wappen und diesen Schwingen vorne dran mit dem Bluttropfen müsste fast Blood Angels sein. Also eigentlich nicht einmal eine Chaos-Armee, sondern dann, wie heißt die andere? Order auch. Ah, wirklich? Okay. Mhm. Ah, okay. Was haben wir noch Neues, Nico? Wir haben noch Muppets of Misrule. Und Muppets. Oder gehört ihr zu der Muppet Show? Das Easter Egg. Yes! Muppets of Misrule. Nein, wir haben noch. Stell dir vor, gehört das Frosch Ja. Total War. Das wäre hure geil. Und dann Krieg! Total War 40 Kermit. Oh, Das wäre super. Das wäre super. Oh Gott. Okay, nein, wir haben die Puppets of Misrule. Ja, weißt du, was ich gesagt habe? Ja. Wenn du es umdrehst, heisst es Muppets of Pissrule. Das ist so dumm. Bist bei dir im Büro, Nico? Mach mal das Fenster auf. Okay, egal. Ja, gut. Also, Muppets of Misrule. Ja. Dort sieht das Wappen eher so blau, silbrig aus. Ja, wenn man jetzt das Logo würde erkennen, wäre das vielleicht noch einfach. Ich kann es einfach auch schnell googlen. Da Zinch, oder wie die heisst. Sieht sehr nach Chaos aus. Ja, ist Chaos. Also, sieht wirklich aus. Is a playable Warriors of Chaos Faction. Das steht hier. Also, das ist auch ein Chaos. Und nachher haben wir noch die Ecstatic Legions. Okay. Okay, also ich denke auch immer, der Dude, der die Namen muss erfinden, der muss so
Der muss sich auch mega etwas reinschmeißen, dass er auf die Idee kommt. Also die schmeißen sich effektiv etwas rein. Also wenn das sehr wahrscheinlich Slanesh ist, dann ja, dann geilen die sich eigentlich an so schöne SM-Partys auf. Oh, Ja, die oh, sind alle Ewigkeit. Also da die Lore dahinter ist richtig abgefuckt und abgedreht von der Dark Eldar, wenn das von dort herkommt. Und sonst okay. entschuldige ich mich bei der ganzen Warhammer-Felgenweide schon mal, falls das nicht passiert. Aber vom Namen her wird es sehr wahrscheinlich schon dort bei der Dark Eldar anzusiedeln sein. Also, was ich muss sagen jetzt ist, ich habe jetzt einfach schnell gegoogelt, gell? Es steht, dass es alles Chaos. Es sind alles Chaos Fraktionen besitzt im Fall. Auch, Okay. auch Legion of the Gore Queen. Weil Legion of the Gore Queen ist nämlich die Legion von der Valkia the Bloody. Valkia the Bloody ist Ah, Consort of the Blood God und sie wird auch Gore Queen genannt. okay, da gehört das alles zu Korn, hä? Dem Genau, Blood genau. for the Blood God. Ja, Genau, so. Blood for the Blood God. Ja, genau. Und wow. Also hier, also da, das ist ja Lore, da kann man sich ja drin verlieren. Das ist ja richtig. Ist herrlich, ja. Ich glaube, da Kann man gibt sich es unbedingt mal geben. mehr als, weiß nicht wie viele Bücher drüber, gell? Das ist es so, ja. Eieiei. Das lohnt sich. Es lohnt sich, okay. Und dann haben wir noch The Fecund. The Fecu. Was? The Fec. Fickendites. 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 Also Scheiße, Oh. ziemlich sicher Old Oh Papa Gott. Nurgle. Dort die Heime. Nurgles kommen auch. Also das sind so, kannst du dir vorstellen wie Stormtroopers und überall lampen so ein bisschen Organ raus und es kommt ein bisschen Eiter raus und es stinkt nach Scheiße und so. Also ja, eigentlich alles was eklig und einem Verfall gewidmet ist, kommt, wird so ein bisschen mit dem in Verbindung gesetzt. Ja, der Nurgles. Ja, ich weiß genau welche. Ah, ich weiß genau welche. Oh mein Gott. Ja. Steht zwar Ja, hier auch, dass es. ja. Steht zwar hier auch wieder, dass es ein Chaos ist, aber. Ja, sicher kann. Also Ah, Nurgle ist schon Chaos. Aber das ist das, was ich nicht verstehe. Da bin ich zu wenig drin. Das heisst eigentlich, alles, was nicht Order ist Chaos. ja, da gibt es noch Xenos, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Also so die, sagen wir mal, außerirdischen, eben so Orks, Tyranniden und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich sage nicht zu viel, weil ich habe einfach doch dann zu wenig Ahnung und da hat es so viele Leute da draussen, die so viel Ahnung haben und wenn man da die Lore irgendwie falsch wiedergibt, dann wird man gerade in der Luft auseinandergerissen. Ah, okay. Korn geopfert, darum sage ich nicht viel dazu. Ah, okay. Ich sehe wie. Okay, also das heisst. Okay. Ja. Ich probiere es auch nicht herauszufinden, in dem Fall, was jetzt alles zum Chaos gehört. Aber es tönt auch mal nach einem riesigen Thema, wo wir uns gescheiter nicht reinstürzen, weil wir zu wenig Ahnung haben. Ja, Genau. das ist klar. Weil es halt Genau. immer bei diesen Geek-Themen Leute haben, die sich mega auskennen. Also es ist ja völlig gleich, was es ist, oder? Aber Warhammer hat dort so eine alte, dicke Lore. Da hat es viele Leute, die sehr viel Ahnung haben. Wie du sehr wahrscheinlich von Musik und Musiker sehr viel Ahnung hast. Oder? Ja. Oder, In gewissen Genres zumindest. oder von Magic. Oder Magic, siehst du? Ja, das ist auch wieder so etwas. Geektum. Genau, also ich meine, ich habe da schon meine Nerd-Places zum Abnerden. Die sind sicher rum, also wie du halt auch, aber du hast halt nochmal ganz andere, du hast mehr D&D, die du kennst. Und so hat jeder sein Bereich und das ist ja auch gut, das ist ja super. Also, ich, Genau. ich persönlich bin immer fasziniert gewesen von Warhammer, weil es halt so divers ist. Und weil es so gross ist und weil es so mega viele kleine Sachen gibt, wo kleine Völkchen und verschiedene und ich mag das mega gut. Ich habe das mega gerne, wenn es Diversität hat in einem Game.
wo ich mag Diversität auch mega gut im Leben, oder? Bin ein Mensch, der es sehr gerne hat, wenn sich die Sachen ja, anders Vermischt. anfühlen oder anders, ja genau, anders aussehen. Vor allem auch Customizen. Ich liebe Customizen. Es ist etwas von meinen. Also, es ist wirklich so, das Guilty Pleasure von mir ist einfach 3,5 Stunden lang in einem Character Customization zu hocken. Und einfach einen Charakter zu designen, den ich nachher das ganze Spiel lang nicht wirklich sehe. Und am besten nachher noch von der isometrischen oder Ego-Perspektive und dann nie mehr gesehen. Genau, genau. 3 Stunden anpasst, oder? Genau, genau. Ja. Kann ich auch ein Lied davon singen. Ja. Aber das sind wir eigentlich schon fast durch. He? Da haben wir nur noch ein bisschen laut. Ja, und eben, du hast gesagt, ich bin ein bisschen der D&D-Nerd von uns, von unserer Truppe. Und ja, ich habe mich ein bisschen eingedeckt mit Figuren. Wir haben ja neue Pen and Paper und Tabletop bei brack.ch richtig ausgebaut. Es geht richtig ab, wir müssen unbedingt mal schauen. Haben wir dort ein paar Figürchen gezogen, weil ein paar bei Brack sind bei mir in den Truppen rein. Und irgendwie muss ich ihre Charaktere natürlich ein bisschen verbrechen. Und da haben wir ein paar Mönsterchen geholt. Und von Army Painter die neue Speed Paint. Ich weiss nicht, hast du schon mal Miniaturli bemalt, Nico? Auch noch nicht, hä? Ja, jedenfalls. Ja, also, halt. Also, ich habe mir mal ein Set gekauft. Von Herr der Ringe. Ui, okay. Und ich habe es leider nie angemalt. Aber ich habe wirklich mal wollen. Okay. Ja, vielleicht willst du dir auch die Speedpaint-Box zutun, weil mit diesen Farben geht es so schnell. Da gehst du einmal drüber und dann ist es eigentlich gut. Du musst zuerst dunkel, also ja, dunkel grundieren und dann noch mit weiß drüber, dass du Schattierungen hast. Sogenanntes Zenithal Highlighting. Und dann gehst du mit dem Speedpaint drüber und dann ist eigentlich das Miniatur schon fertig. Ich kann das mal ausprobieren, wie das so ist. Und für eben, dass es nachher so Tabletop-ready ist es eigentlich wirklich, wirklich geil. Also kann ich nur empfehlen für die Leute, die Miniatur bemalen und vielleicht sagen, hey, ich will mal das Ganze ein bisschen schneller machen. Man sieht übrigens den Bildschirm jetzt gerade, Nico. Ah, okay. Ja, denk dich, du schnell schauen. Du schnell schauen. Okay, ja, und auch für die sagen, ja, ich bin noch gar nie am Miniatur bemalen gewesen, aber finde eigentlich das Hobby noch interessant. Ist es auch, also es mega Aufschwung momentan. Ist das ein richtig cooler Einstieg, dass man schon schnell halt Erfolge sieht. Und da kann man nachher dann noch gewisse Techniken mit normalen Acrylfarben dann noch erlernen. Aber zum Starten, Thumbs up, richtig gut. Du siehst, ich bin eigentlich fix gerade drin in allem, was du siehst. Ich wollte unbedingt nachschauen, wie man das macht. Habe natürlich das falsche Fenster genommen, jetzt das, wo du bist drauf war. Und darum hat man gesehen, dass ich bei Speedpainting nachher schauen. Ja, was mich mega interessiert, wie kann ich mir das vorstellen? Also weißt du, Speedpainting, so kleine Figürchen. Also, ich meine, du musst ja mit... Ja. Also, die sind ja wirklich klein. Jetzt, ich weiss, wie gross die meistens sind. Und die sind mega... ich kann jetzt mal sagen, ich habe hier vielleicht als... Man könnte das sagen als Referenz, das ist jetzt noch gross, oder? So zwischen... Wie gross sind die Figuren normalerweise? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich kann mal eins nehmen. Ich nehme da mal eins. Ich kann ja nebenzu welche und dann sage ich mal von der Höhe her ist das... ja, jetzt muss ich den Lineal noch richtig umheben, natürlich 4 cm groß. Oder? Okay. Obwohl man eigentlich nicht mit der Höhe misst, sondern mit der Breite von der Base. Also die ist 28 mm Standard, Warhammer 32 und so, da geht man eigentlich auf Base. Also sie sind schon klein, das stimmt. Aber ja, es hat eigentlich nur mit einer ruhigen Hand zu tun und die Zeit, die man aufwendet, je mehr Zeit das du nimmst, desto besser kommt es dann raus. Okay, weil, aber wie gesagt, ich denke einfach, wenn du sagst Speedpainting, ich denke einfach, du musst ja gleich die kleinen Parts, wenn du so andersfarbig willst auf den Figuren, musst du sie ja gleich, also, ich denke jetzt an den Ledergürtel, zum Beispiel auf einem blauen Hemd, wo ja
gleich ein Stück ist. Dann musst du ja das Hemd blau machen und der Gürtel dann braun, wo er ist Leder. Ja. Wie kannst du das Speedpainten? Geht das? Also ich glaube, du hast mit Speedpainting so etwas wie ein Speed Gaming gerade im Kopf. Also es geht schon um Schnelligkeit, aber es geht nicht darum, dass man natürlich so, also als Challenge so schnell wie möglich fertig zu haben, sondern einfach gewisse Schritte können zu überspringen, oder? Okay, okay. Also die Speedpaints sind eigentlich Acrylfarben, die mit einem Medium versetzt sind, dass es halt besser fließt, so in die Ritzen hineinfließt und dort sich mehr von diesen Farbpigmenten absetzen, also dort der Teil dunkler ist Mhm. und halt von den flachen Oberflächen eigentlich abfließt, sodass dort weniger Farbpigmente sind und die heller sind. Ah, und dann Oder? gibt es eine Und das geile ist eigentlich, Schattierung. Ja, 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 genau, ja. das ist eigentlich ein geiler Übergang nachher. Und musst nicht mehr viel nachbessern. Oder wohingegen, wenn du nur mit Acrylfarben schaffst, dann tust du es grundieren, dann tust du entweder layern oder halt irgendwie mit Feathering oder so Stippling irgendwie etwas machen. Also dass du immer ganz feine Übergänge schaffst Mhm. von ganz hell zu ganz dunkel, wo du immer wieder musst die Farben mischen. Und danach machst du noch die Highlights drüber mit ganz hellen Farben. Das sind sehr viele Schritte, die du hier eigentlich ein bisschen kannst überspringen und gleich ein gutes Resultat hast. Ja, nice. Ja, das klingt immer mega cool. Und das hast du dir Ja, jetzt besorgt, hä? ja, jetzt mal die Farbe besorgt. Ich dachte, ja, so viele Figürchen, die man muss anmalen, aber nicht Zeit dafür. Jetzt mache ich das halt im Schnelldurchlauf. Ja, natürlich, natürlich. So ist das. Das finde ich gut, das finde ich mega gut. Ich habe leider lautmässig gar nichts. Ich habe mir überlegt, einen Blockrocker zu kaufen. Was ist denn das? Er hat gar nicht mit Gaming zu tun, ist mehr so für Musik. Mhm. Es gibt es auch auf Brack. Blockrocker ist so eigentlich, eigentlich ein kleines PA. Also kleine Boxen mit einem angeschlossenen Mikrofon, wo du mega laut halt darüber Musik kannst machen, aber du kannst halt auch darüber singen. Okay. Ist mehr so eine Notlösung gewesen, weil wir diesen Samstag sogenannten Tiny Desk Gig werden spielen an einer Geburtstagsparty. Ähm, Cool. und der Tiny Desk Gig heisst, es wird alles mega abgeschraubt. Also wir werden mit kleinen Amps kommen. Wir werden mit einem kleinen PA kommen und unser Drummer wird Cajon spielen. Und er hasst Cajon spielen. Gachon jetzt zum Gachon spielen, oder? Nein. Und das wird mega lustig, weil unsere Musik ist ja sonst eher ein bisschen härter und ein bisschen lauter. Und jetzt wird sie halt abgebrochen auf so ein bisschen unplugged, ja, feiner, weicher, sphärischer. Wird Das finde spannend. ich auch mega interessant. Vielleicht findet ihr da neue Seiten an euch, oder? Ja, also ich liebe das, weißt du, ich meine, ich habe lange Singer-Songwriter gemacht, bevor ich harte Musik, also nein, das stimmt nicht, ich habe vorher harte Musik gemacht, dann habe ich eine Zeit lang Singer-Songwriter gemacht und dann habe ich wieder harte Musik gemacht. Aber das ist einfach, weil das Publikum halt so divers ist. Je nachdem, was du für Musik machst. Ähm, ja, Nice. freue mich, auf jeden Fall, es wird cool. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende von dem Podcast. Das heisst, So. ja, wir sagen merci vielmals, seid ihr da gewesen, habt ihr zugelassen, habt ihr uns eure Ohren gelegt und merci Cyril, bist du da gewesen? Sehr gerne, nehmen wir wieder. Danke auch vielmals. Genau, so. Also, dann haben wir das abgeschlossen, dann kann die Steffi genau dort schneiden. Genau, so, weil dann können wir Okay. jetzt noch schnell auf die Kommentare antworten. Wir Ja, haben das hat noch... natürlich viele Wechsel gegeben. Wir haben noch den Troy gehabt, der ist rein sneaken. Hoi Troy, ich denke, du bist erst schon wieder weg. LolPlayCH hat Tattoos von Games beste, nur besser sind Anime-Tattoos. Eben, also er stimmt uns dort auch zu. Nein, der Troy ist noch da. Hallo Troy. Ich weiß ähm, nicht, ob ich Anime-Tattoos besser finde. Also kommt immer drauf an. Also ich würde mich jetzt nicht mit so einer Lady mit übergroßen Brüsten irgendwie, würde ich mir das nicht tätowieren lassen von irgendeinem Anime.
Tätowierer sind ja noch eins, aber ich glaube, wenn ich ein Tattoo würde nehmen, dann müsste es schon irgendwie ein bisschen mehr Substanz haben als nur ein grosser Vorbau. Ja, das ist. Oder meinst du einfach mit dem so Tentakeln, die um einen Arm binden, die LOL-Player? Das könnte natürlich auch sein. Also, ich muss sagen, ein grosser ja, also bei diesem Thema, es gibt ja dort ganz, ganz krasse Tattoos. Also es gibt ja wirklich Leute, die stechen sich die übelsten Hentai-Tattoos. Und nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Echt? Okay. Ich habe das schon alles gesehen. Ja, ja, definitiv. Also vor allem auch Fantasy. In Fantasy habe ich ein paar gesehen mit so Hentai-Tattoos, wo ich so dachte, also weißt du, Frauen, wo ich so dachte, hey, bruh. Wow. Okay. Hoffentlich zensiert, oder? Also, weil Mm, das sind ja in der Regel zensiert, oder? ja, also in der Regel siehst du halt nur so einen Gesichtsausschnitt. Du siehst nicht wirklich viel. Wie heißt das Face? Da gibt es doch das doofe Face, das so ein Porn-Anime-Face. Genau, das meine ich. Wie heißt das? Das. Ja, ja, das meine ich. Ja, das meine ich. Ja, das tun wir jetzt nicht. Du das jetzt nicht googlen. Okay, gut. Wir sind, Ja, gut. wir sind hier immer noch bei brach.ch auf dem Channel. Und es werden hier keine Hentai-Animes Faces googeln. Aber ich verstehe den Urge. I understand. Also der Faber hat es aber mega viel gehabt mit dem Bulli, wo so mega viel von diesen Faces drauf sind. Ja, das finde ich aber auch ein bisschen cringe irgendwie. Das finde ich. Das, Aber irgendwie gehört doch ein Cringe gehört einfach an die Conventions. Also, ja, safe, aber. musst du mich ja nicht anlegen. Also ich will ihn auch nicht anlegen. Okay. Ey, wenn ich so etwas würde, ich könnte mich vergraben, weißt du, Nächstes Konzert mit so einem Bulli, Nico. Komm, Nein, meine Schwester wird mich killen. Meine kleine Schwester wird mich töten. Nein. Oh. Nein. Ja, was soll ich sagen? Genau. Eigentlich sind wir wirklich am Ende. Ich will noch schnell eingehen auf die Kommentare. Der Hero Battler XD hat noch geschrieben Hi! Also Hero Battler Hi zurück. Und der Troy hat einen schönen Abend gewünscht. Ist aber dann gleich nochmal reinschauen. Mega nice, Troy. Danke. Bist noch schnell reinschauen. Und ich hoffe, die Steffi hat einen Teil mitbekommen vom Podcast. Steffi, wir haben ihn dann gemacht. He? Hallo, hier sind wir. Wir haben ihn gemacht, wir haben ihn durchgezogen. Ja, ja. Und wir wünschen alle der Steffi mega viel Kraft. Und Ja. hoffentlich gleich wieder bei uns. Das ist, glaube ich, alles, was ich möchte sagen. Und jetzt habe ich mega Bock, den Podcast abzuschließen und in die heiße Sonne ein kühles Blondes zu trinken. Natürlich alkoholfrei. Hä? Natürlich. 0,0 muss Genau. sein. Nichts anderes geht, ich muss heute noch fahren. Schön. Und Ich zwar- nicht, und- die Heime, ich gehe ihm mit. Ich kann gar nicht Auto fahren. Ja, super. Okay, es ist noch wache Bier haben. das ist recht. Gut. Ja. Gut. Also. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Habt's gut. Geht die Sonne genießen. Wir haben sehr gerne den Podcast für euch gemacht. Nächstes Mal sind wir wieder da für euch bei Buff, Crit, Loot. Schönen zusammen. Tschüssi.